Ein Lörracher, ein Basler und ein Ormelinger treffen auf eine Fee. Und die Fee sagt diesen drei, ihr habt alle 3 Wünsche zur Verfügung. Was immer ihr euch wünscht, ich werde es möglich machen. Zuerst kommt der Lörracher dran und sagt, ich wünsche mir eine Luxusvilla. Und schwupps macht die Fee so und er hat eine Luxusvilla. Dann kommt der Basler und sagt, ich wünsche mir 1 Milliarde Franken auf meinem Schweizer Bankkonto. Schwupps, bekommt er 1 Milliarde. Und dann kommt der Ormelinger und sagt, ich wünsche mir, dass sich mein linker Arm ständig die ganze Zeit im Kreis dreht. Und schwupps passiert das und der Ormelinger sein Arm von davon drehen. Dann kommt der Lörracher wieder an die Reihe und sagt, ich wünsche mir neben meiner Villa einen riesen fetten Pool vorne dran. Schwupps bekommt der Pool. Der Basler kommt dran und sagt, ich wünsche mir eine eigene Insel. Schwupps bekommt er eine Insel. Dann kommt der Ormelinger dran und sagt, ich wünsche mir, dass auch mein rechter Arm sich ständig dreht. Und schwupps, sein rechter Arm fängt sich an zu drehen. Oder? Und kommt die Fee und sagt, ihr habt noch alle einen 3. Wunsch zur Verfügung. Der Lörracher sagt, mit dem Villa und dem Pool, ich wünsche mir einen Ferrari, bekommt einen Ferrari. Der Basler sagt, mit den Milliarden und den Inseln, ich wünsche mir einen Privatjet, dass ich immer in die Ferien gehen kann. Schwupps, er bekommt einen Privatjet. Und dann kommt der Ormelinger dran und sagt, ich wünsche mir, dass sich auch mein Kopf ständig im Kreis dreht. Und schwupps, sein Kopf von drehen. Oder? Und er ist so am Stehen. Ein Jahr später treffen sich die 3 wieder und tauschen aus, wie das Jahr so gesehen ist für alle. Und der Lörracher kommt, wow, es ist so gut, ich genieße meine Villa, der Pool, der Ferrari, es ist das beste Jahr von meinem Leben gewesen. Der Basler sagt, hey, das Geld, der Privatjet, und das ist einfach so eine gute Idee, ich kann mich so gut erholen. Und dann kommt der Ormelinger dran und sagt, ich hätte mir, glaube ich, etwas Sinnvolleres wünschen sollen. Genau. Ja, Mann. Das ist Humor aus dem Oberbaselbiet. Ich habe einen Witz gesucht auf Google bezüglich 3 Wünsche frei haben und Feen. Und der ist aufgekommen und ich habe den einfach am lustigsten gefunden. Und ich habe mich kaputt gelacht im Büro. Und das ist der Einstieg für meine Predigt. Aber während meiner Recherche auf Google habe ich noch andere Witze gefunden. Die haben jetzt nichts mit meiner Predigt zu tun. Aber darf ich noch 2 kurze Witze erzählen? Die haben absolut nichts mit meiner Predigt zu tun. Aber ich habe mich kaputt gelacht. Und der Ralf hat sich langsam angefangen zu nerven, dass ich hier die Witze die ganze Zeit vorlese. Was ist jemand... Nein, Entschuldigung. Was hat jemand, der im Dreieck läuft? Kreislaufproblem. Es wird immer flacher, okay? Was ist der gefährlichste Tag für ein U-Boot? Der Tag der offenen Tür. Und jetzt mein Lieblingswitz. Aus welchem Material ist das Haus von Jesus gebaut worden? Jerusalem. So ein schlechter Witz. Okay, also, wir kommen jetzt zu der Predigt. Also, das hat ja schon Sinn gemacht, wieso ich das alles erzählt habe. Stell dir vor, Jesus kommt zu dir und sagt, du hast einen Wunsch frei. Also, immer du dir wünschst, ich werde dir den Wunsch erfüllen. Was würdest du dir von Jesus wünschen? Und wenn Jesus mir die Frage stellen würde, dann würde ich sagen, und ich denke das immer bei diesen Feenwitzen, wo man 3 Wünsche zur Verfügung hat, ich denke das jedes Mal, ich würde mir wünschen, dass ich immer mir etwas wünschen kann, oder?
dass ich unendlich viel Wünsche zur Verfügung habe. Aber das ist natürlich nicht erlaubt bei diesen Feenwitz, oder? Aber es gibt einen Moment in dem Bericht von Jesus im Neuen Testament, wo uns überliefert ist, dass die Jünger einen Wunsch an Jesus äußern. Und die Jünger denken sich, irgendwie werden die Gebete von Jesus immer beantwortet. Also egal, was der bittet, es passiert. Der hat eine Erhörungsquote von 100%. Dann sagt er, dass das Wasser soll zu Wein werden. Es passiert. Er läuft über Wasser. Er heilt Kranke. Und wenn Jesus betet, passiert es. Und dann hat ein Jünger die grandiose Idee. Komm, wir fragen Jesus, dass er uns beibringt, wie wir beten sollen. Warum ihn um ein Wunder bitten, wenn wir nicht auch von ihm lernen können, so zu beten wie er und unsere Erhörungsquote zu erhöhen? Oder? Das macht viel mehr Sinn. Gescheiter Typ, oder? Wir steigen ein im Lukas-Evangelium 11, 1-2. Und es geschah, nachdem er an einem Ort lange gebetet hatte, das ist drauf, ja, dass einer seiner Jünger zu ihm sagte, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Sie beobachten Jesus, er hat schon wieder betet, so lange. Okay, das ist irgendwie ein Geheimnis von ihm, sein Gebetsleben. Komm, wir fragen ihn, wie er betet, dass wir auch können so beten, dass unsere Gebete erhört werden. Und dann sagt Jesus, okay, ihr wollt so lernen beten, wie ich bete. Okay, ich sage euch wie. Im nächsten Vers steht, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich stelle mir vor, der Moment für die Jünger, die ihn gefragt haben, Jesus, lehre uns so beten, wie du betest, dass wir können beten, was immer wir wollen, dass es passiert. Und Jesus sagt, okay, ich lehre euch zu beten, wie ich bete. Und er sagt, ihr habt es nicht verstanden, um was es geht. Es geht nicht darum, dass euer Wille geschieht, sondern dass Gottes Wille geschieht. Es geht nicht darum, dass eure Absichten Realität werden, sondern Gottes Absichten. Es geht nicht darum, dass unser kleines Reich gebaut wird, sondern das Reich von Gott wächst. Und Jesus sagt, wir sollen es so beten, unser Leben es so ausrichten, uns fokussieren auf das Ziel, dass Gottes Wille Realität wird, dass sein Reich kommt, wie es im Himmel jetzt schon ist, so auf dieser Erde. Und heute schließen wir unsere Predigtreihe Kingdom Come ab. Und das Kingdom Come, der Titel ist abgeleitet von dem Gebet, wo Jesus uns hier gelehrt hat. Dein Reich komme. Your Kingdom Come. Und wir haben in der letzten Woche verschiedene Facetten vom Reich Gottes angeschaut. Wie muss man sich das vorstellen? Wie fühlt sich das an? Wie schmeckt das Reich von Gott? Wie werde ich Teil davon? Wie bete ich das Gebet, dein Reich soll kommen? Wie richte ich mein Leben nach dem aus? Dass Gottes Reich Realität wird. Und ich weiß nicht, was du für Vorstellungen hast vom Reich von Gott. Oder was jetzt neu war für dich, während wir diese Reihe hatten. Aber ich glaube, wir Schweizer haben eher Mühe damit, uns das Reich von Gott vorzustellen. Weil wir haben seit Jahrhunderten, oder wahrscheinlich noch länger, ich weiß gar nicht, ob wir das je hatten in der Schweiz, kein König mehr. Wir haben Mühe als Schweizer, uns eine Monarchie vorzustellen, verstehst du? Ein Reich, ein Königreich. Wir haben den Bundesrat. Hallo? Der Ueli, Maurer und der Alain und so weiter. Und wir haben ein Parlament und eine saubere Gewaltentrennung. Oder ja, nicht zu viel Macht für eine Person. Und wir haben uns ja zu Recht politisch betrachtet abgewendet vom monarchischen System und hingewendet, wir setzen auf das demokratische System. Oder? Ich möchte nicht eine politische Aussage heute machen, das ist meiner Ansicht gut. Aber jetzt kommt Jesus und sagt, bei Gott ist es anders. Er hat ein Reich. Und wir sollen beten, dass das Reich
sein Königreich auf die Welt kommt, wie im Himmel, so hier auf dieser Welt. Und das ist nicht nur eine Stelle von Jesus, wo wir lesen können, dass ihm das wichtig ist. Wenn du die Evangelien lesest, die 4 Berichte vom Leben von Jesus, dann wird dir klar, das Reich von Gott ist das, wo Jesus Prio 1 war. Jesus hat das Reich von Gott geschnauft, er hat es ausgeatmet. Das ist seine Absicht Nummer 1. Das, was er gesagt hat, ist inspiriert und fundamentiert auf dem Reich von Gott. Das, was er gelehrt hat, das, was er gebetet hat, alles ist Reich Gottes in seinem Leben. Das ist seine Mission. Es wird deutlich in Lukas 4,43. Dort, doch Jesus erwiderte, ich muss die Botschaft vom Reich Gottes auch an anderen Orten verkünden, denn dazu bin ich gesandt worden. Jesus hat gewusst, wieso er auf dieser Welt ist. Aus dem Grund, dass das Reich von Gott sich verbreitet. Das war seine Absicht. Und ich möchte heute zum Abschluss klar machen, was Jesus hier gemeint hat. Und was er eben nicht gemeint hat. Was hat Jesus gemeint mit dem Reich von Gott? Was hat Jesus gemeint mit dem Himmelreich? Und was hat er nicht gemeint? Und wir fangen jetzt zuerst an mit dem, was Jesus nicht gemeint hat. Und jetzt müsst ihr euch vielleicht kurz festheben, weil es kann vielleicht irritieren, was ich jetzt sage. Aber bleibt bei mir, ich werde es ausführen. Was hat Jesus nicht gemeint mit dem Reich von Gott? Jesus hat die Leute nicht gelehrt, wie sie in den Himmel kommen können. Sondern er hat sie gelehrt, dass das Himmelreich jetzt schon angebrochen ist. Und jetzt auf die Erde kommt. Und ich wiederhole mich nochmal. Jesus hat seine Jünger an keiner Stelle gelehrt, wie man in den Himmel kommt, sondern wie das Himmelreich jetzt schon auf die Erde kommt und am Anbrechen ist. Wegen dem lehrt er sie zu beten, Gott, dein Reich soll kommen, wie im Himmel jetzt schon die Realität ist, so auch auf dieser Erde. Und ich habe das schon ein paar Mal so probiert zu erklären in meinen Predigten über die vergangenen Jahre, aber ich habe gedacht, jetzt ist der passende Moment, um den Nagel nochmal einzuschlagen. Im Christentum geht es nicht darum, wie wir in den Himmel kommen. Und ich weiss, das ist eine Vorstellung, die weit verbreitet ist und sich jetzt noch hebt. Aber ich sage dir, das ist lediglich eine Karikatur vom christlichen Glauben. Das, was Jesus gelehrt hat, ist, wie der Himmel auf die Erde kommt. Und ich möchte kurz einen Exkurs machen, woher das Missverständnis kommt, weil das hilft uns, das besser zu verstehen, was Jesus wirklich gemeint hat. Jesus redet ja die ganze Zeit über das Reich von Gott, oder? Und wenn man die verschiedenen Berichte von Jesus anschaut in den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes Evangelium, dann wird deutlich, dass Jesus nicht immer den gleichen Ausdruck verwendet, wenn er über das Reich von Gott redet. Und gerade wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen, wird deutlich, dass er dort immer, oder meistens, Himmelreich sagt. Und in der gleichen Stelle im Lukas-Markus-Evangelium redet er von Gottes Reich. Ich möchte euch das kurz zeigen. Matthäus-Evangelium 19, Vers 23 bis 24. Bekannter Satz von Jesus. Amen, ich sage euch, ein Reicher wird nur schwer ins Himmelreich kommen. Weiter sage ich euch, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in das Reich Gottes. Und schon im Matthäus-Evangelium merkst du, Himmelreich zuerst Seite und nachher seid ihr Reich Gottes, oder? Im nächsten Vers. Aber wenn wir die gleiche Geschichte oder die gleiche Predigt von Jesus im Lukas-Evangelium lesen, steht nicht Himmelreich, sondern folgendes, Lukas 18, 24 bis 25. Wie schwer kommen die Reichen ins Reich Gottes? Seid ihr im Himmelreich? Ja, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher ins Reich Gottes.
Das heißt, wenn wir die Evangelien vergleichen und die Predigten und die Vergleiche und die Gleichnisse von Jesus bringt über das Reich von Gott, wird deutlich, dass Himmelreich das Gleiche bedeutet wie Gottes Reich. Das ist synonym. Himmelreich bedeutet Gottes Reich. Wenn zum Beispiel Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen, dann meint Jesus nicht damit, hey, wenn ihr nicht so werdet wie Kinder, kommt ihr nicht in den Himmel, wenn ihr sterbt. Er redet nicht über das Jenseits, er redet nicht über das Leben nach dem Tod, sondern er redet vom Reich von Gott. Es ist so entscheidend, dass wir das wissen. Wieso tut das Matthäus-Evangelium oft Himmelreich schreiben und nicht Gottesreich? Und der Grund für das ist, weil im Judentum der Name von Gott so heilig war, dass man den Gottesnamen nicht ausgesprochen hat. Oder man hat Synonym verwendet. Man hat gesagt, anstatt Jahwe hat man gesagt Adonai. Darum steht in unserer deutschen Bibel Herr in Großbuchstaben. Oder? Das ist, von dort, die Juden haben wie Jahwe nicht ausgesprochen. Und sie haben ein Synonym verwendet, Adonai zum Beispiel. Und ein Synonym, das für Gott immer wieder gebraucht worden ist das Wort Himmel. Das heisst, Gottes Reich bedeutet nichts anderes wie Himmelreich. Oder Himmelreich bedeutet Gottes Reich. Das ist das Gleiche. Das ist ein Grund, wieso sich das in unsere Theologie eingeschlichen hat. Dass wir meinen, Jesus hat hauptsächlich gelehrt, wie Menschen in den Himmel kommen. Ein anderer Grund, wieso wir das meinen, oder wieso sich das so hartnäckig eingeschlichen hat in unsere Theologie, ist der Einfluss vom Platonismus. Und das würde jetzt die Predigt sprengen. Ich will das noch kurz anrissen und das ist viel komplizierter, als dass ich das genau begreifen und erörtern kann. Aber der Platon, das ist ein griechischer Philosoph, 500 Jahre vor Christus ungefähr. Und der hat gelehrt, dass der Mensch eine Seele hat und wenn der Mensch stirbt, bleibt der Körper zurück und die Seele wandert ins Jenseits. Das ist das, was der Platon gelehrt hat. Und das hat sich aufs Christentum übertragen in den Jahrhunderten. Und wir sind zu dieser Karikatur von unserem Glauben, von der Botschaft von Jesus angekommen. Und wir meinen, dass es hauptsächlich darum geht, dass unsere Seelen schlussendlich im Himmel landen. Aber liebe Freunde, ich möchte es so deutlich sagen, wie ich es noch kann. Das ist Platon und nicht Jesus. Bei Jesus geht es nicht darum, dass deine Seele, wenn du stirbst, in den Himmel kommt, sondern dass du Teil von der letzten Auferstehung bist. Die Idee ist nicht, dass du es in den Himmel schaffst, sondern die Idee ist, dass du Teil bist von der letzten Auferstehung und mit einem neuen physischen Körper, wo belebt worden ist durch den Heiligen Geist, mitregierst im Reich von Gott, hier auf dieser Welt. Wenn Himmel und Erde zusammenkommen. Es geht nicht darum, dass wir entrückt werden in den Himmel, unsere Seele, sondern dass Himmel und Erde zusammenkommen und dass wir in einem auferstandenen Körper, durch den gleichen Geist, den Jesus von den Toten auferweckt hat, Teil können sein an diesem Reich und mitregieren. Das ist das, was Jesus und die Bibel uns lehrt. Und das hat massive Konsequenzen für unser Verständnis vom Reich Gottes. Jesus redet ja ständig über das Reich von Gott, oder? Und er braucht Gleichnis dafür. Und es ist, finde ich, faszinierend. Er braucht Gleichnis, weil irgendwie man das Reich Gottes nicht so einfach gut beschreiben kann, weil es so komplett anders ist wie unsere Welt. Und in Markus 4, 30-32 heißt es, wie Jesus das Reich Gottes beschreibt, ich mal kurz eintauchen in das Gleichnis. Und Jesus sprach, wie sollen wir das Reich Gottes abbilden? In welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Es ist wie ein Senfkorn, das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden, das in die Erde gesät wird. Merkt ihr das? Es ist es gesät, geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt so große Zweige, dass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Jesus möchte, dass wir das Reich von Gott
verstehen. Und er sagt, wie soll ich es beschreiben? Und ich stelle mir so vor, und ich sehe das Senfkorn am Boden, dann nimmt er das Senfkorn auf und sagt, das Reich von Gott ist wie das Senfkorn. Klein, unscheinbar, man sieht es nicht, aber wenn es in die Erde geht, wird es zur grössten Pflanze, die Schatten wirft für Vögel vom Himmel, oder? Und just by the way, einfach, dass ich den Punkt nochmal eingenagelt habe, im Matthäus-Evangelium wird die gleiche Gleichnis erzählt folgendermaßen. Matthäus 13,31. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, oder? Und Markus sagt, mit Gottes Reich ist es wie mit einem Senfkorn. Einfach zum nochmal sagen, das ist ein Synonym, das ist das Gleiche. Gottes Reich und Himmelreich ist das Gleiche für Jesus. Aber bei diesem Bild, bei diesem Gleichnis geht es nicht um das Leben nach dem Tod. Es geht nicht um den Himmel, der uns erwartet, wenn wir sterben, sondern es geht um Gottes Reich oder um sein Himmelreich, das für die Erde ist. Wo hineingeht in die Erde, wo sich auf dieser Erde ausbreitet, wo grösser wird und Schatten wirft und das Geschöpf von dieser Erde gesegnet werden und Ruhe finden und beschenkt werden durch das Reich. Vielleicht denkst du jetzt da, vielleicht bist jetzt du da und sagst, ja, aber Jesus hat doch selber gesagt, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist, oder? Als er vor dem Pilatus verhört worden ist, sagt doch Jesus das, mein Reich ist nicht von der Welt. Ich möchte kurz das lesen. Johannes 18,36. Jesus antwortete Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, würden meine Diener dafür kämpfen, dass ich nicht an die Juden ausgeliefert werde. Und logisch stimmt das. Das Reich von Gott ist nicht von dieser Welt. Das Reich von Gott ist ganz anders als die Welt. Im Reich von Gott kämpfen Soldaten nicht mit Waffen, sondern mit Liebe, mit selbstaufopfernder Liebe. Gerade das, was Jesus im Moment ist, zu demonstrieren. Oder? Das Reich von Gott ist nicht von dieser Welt. Aber jetzt kommt der Punkt. Es ist aber für die Welt. Das Reich von Gott ist nicht von dieser Welt, aber für die Welt. Das Samenkorn geht in die Erde, in die Welt hinein, dass auf dieser Welt etwas wächst. Und einfach, dass ihr mich nicht falsch versteht jetzt, vielleicht sind ihr jetzt dann langsam dran und nehmt euch in Stein und sagt, da müssen wir steinigen, der Heretiker. Ich sage nicht, dass wir keine christlich-biblische, begründete Hoffnung haben dürfen, dass wenn wir sterben, dass wir dann bei Gott sind. Das ist gut und richtig. Und ich bin froh, dürfen wir die Hoffnung haben, dass wenn ich sterbe, dass ich dann bei Gott bin. Dass du, wenn du stirbst, bei Gott bist. Dass wir bei ihm landen, wenn wir sterben. Oder? Aber das, was uns dort erwartet, nennt die Bibel nicht das Himmelreich, sondern das Paradies. Und das ist etwas anderes. Das Paradies ist lediglich ein Warteraum. Dort, wo wir warten bis zu dem Tag, wo Jesus wieder zurückkommt auf die Welt und sein Reich vollendet wird und wir werden mit ihm auferstehen und Teil sein von seinem Reich und mitregieren. Das Paradies ist ein Warteraum, es ist nicht die ultimative Destination von uns, sondern das Himmelreich, das auf die Erde kommt. Verstehen Sie mich? Und das ist eigentlich jetzt, ich habe noch 6,5 Minuten, und das ist eigentlich die Einleitung von meiner Predigt. Weil der Grund, wieso ich das alles sage, ist folgender. Gottes Reich ist noch nicht vollständig auf dieser Welt. Ich bin überzeugt, dass die Welt ein besserer Ort ist wie vor 2000 Jahren. Ich bin überzeugt, dass Gottes Reich sich wieder das Senfkorn in die Erde gefallen ist mit dem Tod von Jesus und Auferstehung, dass etwas gewachsen ist und dass aus dieser Welt, dass die Welt im Großen und Ganzen besser ist und das Reich von Gott sich mehr ausbreitet hat als noch vor 2000 Jahren. Aber wir alle wissen, dass es noch Leid gibt auf dieser Welt. Wir alle wissen, es gibt noch Tod, oder? Es gibt noch Elend, es gibt noch Krieg. Es gibt noch vieles, was dem Reich Gottes nicht entspricht.
Ich muss das nicht lange erklären. Aber weißt du, was das bedeutet? Wir haben eine Verantwortung zur Mitgestaltung im Reich von Gott. Du hast eine Verantwortung und ein Privileg zum Mitgestalten im Himmelreich, wo hier auf dieser Welt Realität soll werden. Du und ich, wir sollen beten, dass sein Reich soll kommen, sein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf der Erde. Wir sollen unser Leben danach ausrichten, dass sein Reich hier in Basel, hier in deinem Leben Realität wird, hier in dieser Kirche, dass es fassbar wird, konkret wird. Verstehst du, wir sind noch nicht dort, dass alles vollendet ist. Das heisst, wir haben ein Abenteuer vor uns, dass wir mitmachen im Reich von Gott. Und weißt, wenn wir das nicht verstehen, dass das Reich Gottes für die Welt ist, dann denken wir, ja, Hauptsache, ich komme in den Himmel, wenn ich tot bin. Und Gott ist es eigentlich egal, was da auf dieser Welt passiert, weil ich gehe eh weg. Ich gehe eh weg, oder? Wir müssen uns nicht kümmern um den Planet, wo Gott uns geschenkt hat, oder? Wir gehen ja eh weg, oder? Es ist ja eh vorbei. Nein! Himmel und Erde werden eins. Sein Wille wird synchron mit dem Willen von uns. Und dann gestaltet Gott durch uns sein Reich. Römer 14, 17 schreibt der Paulus, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Das heißt, überall, wo wir Christen dazu beitragen, dass mehr Gerechtigkeit auf die Welt kommt, mehr Frieden auf die Welt kommt, mehr Freude im Heiligen Geist Realität ist, baust du aktiv mit am Himmelreich, wo für die Welt ist. Und ich möchte uns ermutigen heute Morgen. Oder ermahnen. Das spielt nicht so eine Rolle. Vielleicht hörst du jetzt als Ermutigung oder als Ermahnung. Das ist das gleiche Wort im Griechischen. Ich möchte uns ermutigen. Gottes Reich breitet sich aus. Gottes Reich ist am Kommen. Gottes Reich wird eines Tages alles umfassen und einnehmen. Gottes Reich wird Realität. Und wir haben Aufgaben, die zu erledigen sind in diesem Reich. Wenn ich mit Pastoren schwätze, aus ganz verschiedenen Kirchen und verschiedenen ICFs, überall, höre ich überall das Gleiche. Überall das Gleiche. Wir sind in so einer Art Lethargie verfallen. Corona ist gekommen und gegangen und wir sind in so eine Art Lethargie reingerutscht. Und das, was ich jetzt hier also der Satz, der jetzt dann gerade kommt, ist provokativ. Und ich kann mir kurz überlegen, soll ich ihn bringen oder nicht, aber ich glaube, ich bringe ihn. Es steht da, ich muss es machen. Wir sind so in ein Online-Pyjama-Livestream-Christentum abgerutscht. Und ein Online-Livestream-Pyjama-Christentum, und ich pisse jetzt nicht den Leuten ans Bein, die online dabei sind, wirklich nicht, das ist nicht mein Punkt, darum bin ich ein bisschen unsicher, ob ich es bringen will. Das meine ich mit dem nicht. Vielleicht bist du online dabei aus einem guten Grund, wie auch immer, und was auch immer. Es geht mir nicht um das. Auch wir vor Ort haben so ein Pyjama-Christentum uns angezogen. Und wir sind in so einer Konsumhaltung drin, dass wir das Gefühl haben, ja, wir schauen mal, was jetzt kommt. Und ich möchte uns einfach sagen, lasst uns aufwachen für Gottes Reich. Lasst uns aufwachen für seine Realität. Lasst uns aufwachen für seine Pläne. Das, was er vorhat. Es gibt einen König, der kommt zurück. Und er nimmt das an, was da ist, und er vollendet das in sein Reich. Ich möchte Teil sein von dem, verstehst du? Ich möchte wach sein für das. Es gibt immer noch Leute, denen muss gedient werden, verstehst du? Wenn du nur in der Konsumhaltung bist, dienst du Leute nicht mehr. Es gibt immer noch Leute, die müssen ermutigt werden. Mach das mal vor dem Screen, verstehst du? Es gibt immer noch
Leute, die Hunger haben. Es gibt immer noch Kinder, die adoptiert werden müssen. Es gibt eine Kirche, seine Brut, die noch schön gemacht werden muss. Für die Wiederkunft von ihm. Es gibt Kranke, die noch besucht werden müssen. Es gibt Verzweifelte, die immer noch Trost suchen. Es gibt Leute, die noch nichts von Jesus wissen und noch nicht Teil sind von seinem Reich. Es gibt genug. Lasst uns aufwachen für das glorreiche Mitgestaltungsrecht im Reich Gottes. Lasst uns wach werden. Gott hat etwas in dich hineingelegt. Gaben, Talent, Fähigkeiten, Ressourcen, damit du mitschaffen kannst in seinem fantastischen Reich. Ich habe vorher von dieser Konsumhaltung geredet. Und ich meine nicht euch, ich meine auch mich. Wir sind in einer Konsumgesellschaft und merken es nicht mal mehr. Und wir haben die Konsumkultur übertragen auf unseren Gott. Und wir merken es nicht einmal. Wir sind wie ein Fisch im Wasser, wo nicht einmal mehr merkt, dass er nass ist. Wir sind so durchdrängt durch die Konsumhaltung. Lass uns Gott nicht reduzieren auf so eine Wunschfee, die dir einen Wunsch zur Verfügung stellt. Wo du dir kannst wünschen, was immer du willst. Lass uns Gott nicht reduzieren auf das. Gott ist nicht dazu da, unsere Wünsche zu erfüllen. Wir sind dazu da, seine Wünsche zu erfüllen. Wir sind nicht dazu berufen, zu beten, Gott, lass mein Wille geschehen. Sondern Gott, ich stelle mit dir zur Verfügung, dass dein Wille kann geschehen. Dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Das Beste ist, wenn wir das machen, dass Gott dann für uns schaut. Matthäus 6,33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich oder Himmelreich, wie immer du willst sagen, und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Wenn Jesus König von deinem Leben ist und du gesagt hast, deine Prioritäten sind meine. Wenn du dich ihm zur Verfügung stellst und sagst, du bist mein Boss, dann bist du bei ihm auf der Payroll, verstehst du? Was für ein Sagen, was für eine Freiheit. Dann schaut er für mich. Und ich möchte abschließen und vielleicht auf deine Gefühle jetzt eingehen, die du jetzt gerade hast. Vielleicht hörst du das, es gibt noch Leute, die haben Hunger, es gibt noch Kinder, die adoptieren und es gibt noch so viel zu tun und vielleicht hörst du das jetzt und vielleicht fühlt sich das jetzt überfordernd an. Du denkst, ja, also, mein Leben ist schon mega voll, wie bringe ich das noch rein? Ich habe nicht Platz für mehr. Und jetzt kommt aber der Punkt. Es muss gar nicht viel sein, was wir machen. Es kann so klein und unscheinbar sein wie ein Senfkorn. Klein und unscheinbar. Etwas, das niemand sieht, vielleicht sogar. Und über die Jahre wächst etwas daraus. Und wir nur staunen aus der Retroperspektive. Ich möchte kurz von meinem Vater erzählen. Mein Vater kennt mich nicht. Er ist ab und zu im ICF Basel-Land, ist oft online dabei, im Gebetsteam online. Mein Vater ist ein Hero. Wo sie als junge Familie die Chance hatten, ein Haus zu kaufen. Eine knappe Kasse gesehen und so weiter. Und dann haben sie die Möglichkeit gehabt, das Haus zu kaufen. Ich war aber nicht sicher, ob sie es bekommen, weil sie nicht die waren, die am meisten Geld hatten. Hat mein Vater einen Deal gemacht mit Gott. Und er hat gesagt, Gott, wenn wir das Haus bekommen, dann gehört es dir. Dann stellen wir das Haus deinem Reich zur Verfügung. Und sie haben das Haus bekommen. Ein kleines Gebet, man hat nichts davon gemerkt. Erst über die Jahre ist immer mehr zum Vorschein gekommen, was dort für ein Samen gepflanzt wurde. Es sind immer wieder Leute bei uns daheim gewesen, die es schwierig hatten, die aufgenommen worden sind und eine Zeit bei uns wohnen können. Jetzt mit der Ukraine-Krise haben meine Eltern 2 Ukrainerinnen aufgenommen. Ich habe immer wieder Events vom ICF dort im Garten gemacht, weil ich wusste, mein Vater hat das Gebet gebetet und er kann nicht Nein sagen. Ein kleines Gebet, Gott, das Haus gehört dir, ist zu einem grossen Baum geworden, wo andere Menschen dadurch gesegnet werden. Mein Vater ist amazing. Als ich 2, 3 Jahre alt war, bin ich immer wieder geblockt von Mittelohrentzündungen. Und das schien so übel gewesen, und sie haben alles probiert, Antibiotika, Therapien, alles. Aber das hat mich nicht losgelassen. Ohrentzündungen sind immer wieder ganz schlimm zurückgekommen. Meine Eltern sind verzweifelt. Und an einem oben
ist mein Vater auf die Knie gegangen, vor meinem Bett, als 2-, 3-Jähriger. Also bin ich gesehen. Und er ist auf die Knie gegangen und hat gesagt, Gott, wenn du jetzt das Ohrenweh wegnimmst, dann gehört der Bub dir. Dann weihe ich den Bub dir. Dann kannst ihn du brauchen für dein Reich. Ich habe heute noch Gänsehaut, wenn ich an das denke. Weil mein Vater hat mir das erst erzählt, als ich meine rebellische Teenie-Phase hinter mir hatte und schon im ICF war und so. Und er erzählte mir, ich sagte, wieso erzählst du mir das erst jetzt? Und er hat das gemacht mit Gott, und hat das gebeten. In dem Moment ist das Ohrenweh weggegangen. Ein Deal gemacht mit Gott. Ein kleines Gebet mit grossen Auswirkungen. Und mein Punkt ist, du musst nicht Pastor werden, um im Reich Gottes aktiv Teil zu sein. Du musst nicht in Vollzeitdienst, aber du kannst dein Leben, das du hast, ganz Gott zur Verfügung stellen. Du kannst das machen. Du kannst das machen. Und du wirst staunen, was nachher noch entsteht. Du kannst zum Beispiel sagen, Gott, meine Familie, die gehört dir. Das ist so ein Soma, den du pflanzen kannst. Ein Statement aussprechen über deine Familie. Meine Familie soll dir dienen. Das Kind Gott, das auf die Welt gekommen ist, das gehört dir. Das gehört dir. Du kannst es brauchen. Ich habe das über all meine Kinder gemacht, nach der Geburt. Ich habe über jedem Kind gebetet. Ich habe die Hand aufgelegt über jedes Kind. Ich brauche keine Mittelohrentzündung, dass ich das mache. Verstehst du? Ich habe bei jedem Kind gebetet, Gott, Timea heisst die Gottehrende. Ich habe gesagt, Gott, ich bitte dich, dass sie einmal dich groß machen. Theo heisst das Geschenk Gottes. Gott, dass er ein Geschenk ist. Und so weiter. Ich habe meine Kinder gesegnet und gesagt, Gott, ich gehöre dir. Ein kleines Gebet, man sieht ja noch nichts davon. Aber was das kann entwickeln kann niemand erahnen. Gott, wenn wir in die neue Wohnung ziehen oder das neue Haus bekommen, dann gehört es dir. Dann bin ich da für die Nachbarschaft. Dann hast du mich hier angestellt. Verstehst du? Wenn wir das Reich Gottes als Prio anschauen, dann denken wir anders. Dann denken wir, Gott hat mich hier angestellt. Wer sind meine Nachbarn? Wer kann ich segnen? Wenn ich den neuen Job bekomme, die neue Aufgabe bekomme, dann bin ich gesetzt von dir, Gott. Und dann will ich mich zur Verfügung stellen für dich. Stell dir vor, was möglich wird, wenn ein Mensch so einen Samenkorn pflanzt und ein Commitment macht, ein Deal mit Gott. Stell dir vor, was dann möglich ist. Es ist unvorstellbar. Es ist grösser, als dass wir das je meinen könnten. Stell dir vor, heute macht das jemand. Ein ehrlicher Deal mit Gott. Stell dir vor, was dann passieren kann. Jetzt stell dir mal vor, es machen 5 Leute ein Commitment mit Gott und sagen, Gott, dein Reich ist an erster Stelle. Stell dir vor, was dann möglich ist. Stell dir mal vor, wenn eine ganze Kirche das Gebet ernst nimmt und sagt, Gott, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Stell dir vor, was für eine Power wir würden entwickeln in dieser Region. Wenn eine Kirche sagt, wir sind da wegen deinem Reich. Wir sind da wegen dir, Jesus. Mach du durch uns, was du willst. Ich möchte dir jetzt Raum geben, einen Moment Zeit lassen, wo du mit Gott so einen Deal machen kannst. Ich kenne deine Situation nicht, ich weiß nicht, was bei dir abgeht, aber zum Abschluss von dieser Serie über das Reich von Gott möchte ich dir kurz einen Moment geben. Wo du klare Prioritäten setzt bezüglich dem Reich von Gott. Irgend so ein Statement, das ich aufgezählt habe, oder ein anderes, proklamierst in deinem Leben. Einen kurzen Moment still sein, ich komme dann nochmal auf und wir beten dann gemeinsam miteinander.
Lass uns doch aufstehen für einen Moment. Jesus, ich danke dir für diesen Moment, für den heiligen Moment, wo Menschen ein Commitment gemacht haben. So ein Samenkorn in die Erde gesetzt haben. Und Gott, ich bitte dich, dass du uns Visionen schenkst und Träume schenkst von dem, was du willst. Dass du spezifisch zu uns redest, was du vorhast in unserem Leben. Und dass wir uns committen für das. Und Gott, wir beten, dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen. Wie er im Himmelreich jetzt schon ist, auch hier auf dieser Welt. Wie er im Himmel ist, hier auf dieser Welt. Ich bitte dich, dass wir eine Kirche sein können, die committed ist für deinen Willen, committed ist für dein Reich. Dass wir uns dir zur Verfügung stellen. Und Gott, ich mache das jetzt stellvertretend. Ich sage, Gott, da sind wir hier für dich. Du kannst alles haben. Wir lassen los. Du kannst alles haben. Du kannst alles haben in meinem Leben. Ich gebe es dir ab. Amen.